Nehmt mit Humor, denn eins, das sag ich dir. So ein Zettel ist doch bloß ein Stück Papier. Du hässet Drill, fliegst durch die Stadt zu deinem Randepfützchen. Der Straße, die sind all verstoppt, die Hupe tät der Nütze. Paar hundertmal rund der Block, dann in der zweiten Reihe. Am schiefen Wischer ist gewiss ein Knölsche mit dabei. Ganz Vögel ohne Stress, sähst du zur Politesse. Immer ist eine Zettel dran. Wann man ötze nicht brauchen kann, immer ist ein Zettel dran. Wann man ötze nicht brauchen kann. Nehmt mit Humor, denn eins, das sag ich dir. So ein Zettel ist doch bloß ein Stück Papier. So hätt man dann et Leben lang mit Zettel sin Späßchen auf Kranke oder Lotto sching, im Schaf oder im Schösschen. Und püt der einst in letzte Stund, deit dann nix wie. Ach, wieder is ein Zettel dran, der hängt am Decke. Beim Petrus an der Tür liest du der Zettel für. Ja, immer is ein Zettel dran. Wann man ötze nicht zerbrochen kann, immer is ein Zettel dran. Wann man ötze nicht brochen kann. Nehmt mit Humor, denn eins, das sag ich dir. So ein Zettel ist doch bloß ein Stück Papier. Ja, immer ist ein Zettel dran. Wann man ötze nicht brochen kann, immer ist ein Zettel dran. Wann man ötze nicht brochen kann. Nehmt mit Humor, denn eins, das sag ich dir. So ein Zettel ist doch bloß ein Stück Papier. So ein Zettel ist doch bloß ein Stück Papier. Ja, immer ist ein Zettel dran. Meine Damen und Herren, ich sag mal so, wenn man hier so in das Publikum guckt, ich finde die Mischung sehr schön. Viele junge Leute, einige, die schon was länger da sind. Ja, ist wie es ist. Aber was soll das? Man kann doch noch Pläne für die Zukunft machen, ist doch so. Und ich mache das immer gerne an einem Beispiel fest, wie sich so ein Lebensweg entwickeln könnte. Und die Burschen, die da zusammenstehen, die sind jetzt alle in der 50er. Also die hatte ja der Hut mit sich allein. Und sie sind am Überlegen, wo könnte man denn das nächste Klassentreffen machen? Ach, seht ihr, ich habe da eine gute Idee, lassen wir nach der Lindenwirtin gehen. Die hat eine neue Kellnerin, die sieht verdammt gut aus. Lange, leicht gelockte blonde Haare, außergewöhnlich gut durchblutete Herzkranzgefäße. Da kriegen wir jetzt zu Sinn. Und die Jungen sind sich einig, wenn das so ist, da gehen wir hin. Es vergehen 10 Jahre zusammen und sind am Überlegen, wo machen wir dann das nächste Klassentreffen? Ach, seht einer, lassen wir doch bei der Lindenwirtin gehen. Die haben einen neuen Koch. Der kann so herrlich kochen und es schmeckt so gut. Und da sind wir sicher gut abgehoffen. Und die Jungen sind sich einig, da gehen wir hin. 10 Jahre später, sie sitzen halt wieder zusammen und sind am Überlegen, wo das nächste Klassentreffen sein könnte. Und einer sagt, lassen wir nach der Lindenwirtin gehen. Die haben renoviert, da sind jetzt die Toiletten ebenerdig. Weitere 10 Jahre vergehen und sie sind alle noch relativ gesund und munter.
Sie standen wieder zusammen und sind am Überlegen, wo das nächste Klassentreffen sein könnte. Und einer macht den Vorschlag, lassen wir doch noch den Lindenwirt in Jon. Ja, seht eine andere, das ist uns endlich ein Jahr die Idee, da sind wir ja noch nie gewesen. So kann es kommen, meine Damen und Herren, muss es aber nicht. Und so wünsche ich von Herzen Ihnen einen Segenswunsch. Der kommt jetzt ein bisschen plötzlich für Sie, aber wenn Sie drüber nachdenken, ist da wirklich alles Gute drin vereint. Oben klar und unten dicht, mehr brauchst du nicht. Kleine Schrecksekunde. Und da könnt ihr uns drüber nachdenken. Ich muss jetzt erst an dem Mikroskop drehen. Und jetzt würde ich sagen, lassen wir ins A Cappella. Jetzt hat er Pause. Lassen wir ins A Cappella ein schön Krätzchen miteinander singen. Als Hommage an unsere lieben Frauen, die uns heute hier da zusätzlichen Glanz verleihen, hat Willi Ostermann ja das Lied geschrieben. Und sollte ich im Leben ein Mädel mal freien, dann muss es am Rheine geboren sein. Schön. Oder küsst du noch Hose, da hast du da einen Aal vom Duffesbach sitzen. Und man überlegt, was hast du jetzt verkehrt gemacht? Natürlich hat man nichts verkehrt gemacht. Man kann auch das Motto ändern. Und triffst du im Leben die Frau deiner Wahl? Geld musst du haben. Der Fluss ist sie ja. Lass mal zusammen singen. La 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 la. Und soll ich im Leben ein Mädel mal frei, da muss es am Rheinmoor geboren sein. Und soll ich im Leben ein Mädel mal frei, da muss es am Rheinmoor geboren sein. In der Geierstuhl steht ein Steinart schon, da haben wir drin studiert. Unsere Lehrer, der ist Weltschmor und verfälschtes Coach, da haben wir beigeliert. Und da haben wir wieder hin und her übern Herz, da haben wir zu dem Lehrer gesagt. Wissen wir nicht wie, ganz bestimmt nicht nie, das haben wir nicht studiert. Wenn wir waren beim Lehrer, welch in der Klasse, da haben wir so jetzt nicht gelernt. 3 mal 0 ist 0, blieb 0, wir waren in der Geiers in der Schule. Denn wir waren in der Geiers in der Schule. Die Wiener sannen Hasenpott, Michau, der Hövelmanns, ihr Gatz ist fort. Michau, dat dir das Sauce noch gestern nach. Michau, mit Singen Brötchen und da. Michau. Och, wat war dat früher schön, doch in Kolonia. Wenn der Franz Menis normale Kobe spielt, wenn der Peter Arm in Arm mit Apollonia still feierlich und heimlich anzuknutschen fing. Und dann zu zweit alleine sein. Einmal am Rhein, ein Gläschen Wein im Mondenschein. Einmal am Rhein, du glaubst, die ganze Welt ist dein. Es lacht der Mund zu jeder Stund. Das kranke Herz, es wird dir gesund. Komm, ich lade dich ein.
Heimatsenrat. Die Hüsja und der Maldermat sind Zeugen kölscher Eigenart. Et Südjad us im Dunkele, als hören sie am Schunkele. Sie standen so krumm und schief, als wird immer in der Seif. Die Hüsja und der Maldermat sind Zeugen kölscher Eigenart. Et Südjad us im Dunkele, als hören sie am Schunkele. Sie stand so krumm und schief, als hört immer in der Seif. So, liebe Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freundinnen der Henneschenkirmes, jetzt habe ich noch ein Liedchen für euch mit einer kleinen Überraschung da drin. Aber wenn ich jetzt mehr dazu sage, ist es ja keine Überraschung mehr. Das Liedchen heißt Uns Sprach ist Heimat. So war auch das diesjährige Fastelovensmotto. Die Jüngeren unter Ihnen können sich vielleicht noch dran erinnern. Ein herrlich Motto. Ja, so kleine Spitzen müssen sein, da muss er raus. Und vielleicht habt ihr ja Spaß, ein bisschen mitzuschunkeln. Lass mal als Lobe. Uns Sprach ist Heimat. Und Köln uns Heimat, wie ist es hier am Ring so schön? Drum lass mal singen, die echte kölsche Tönt mit frohen Hetze. Und Sprach, das ist Köln, und das ist uns Heimat, mit Lieb und viel. Und Sprach ist Heimat, drum halten wir se in ihr, denn so wie die alle, so singen
Schottland. Er kommt aus Forfar, das ist in der Nähe von Aberdeen. Er ist ein bisschen scheu, aber ansonsten ist er eine Leve. Und ich könnte mir vorstellen, meine Damen und Herren, dass es für uns eine Bereicherung wäre, wenn er ob dem Dinge noch eine Tröte tät. Ich frage ihn jetzt mal. Ja. Und du bist so kein, dass du bloß uns noch eine. Ich denke, das Lied, das kennen Sie, der Highland Kathedral, ne? Highland Cathedral. Übrigens ein echtes schottisches Lied, der Komponist geht aus Siechburg. Ja, ist wirklich wahr. Und freut euch auf diese Hymne an unsere Stadt, der Highland Cathedral. Hier, Marco, hier der Audience, wie nennt man das, abklatschen, applaudieren, wie nennt man das auf Englisch, weiß ich nicht. Would you be so kind as to play noch? Was könnte man dann, was hätte man dann noch so? Ja? Loch Lomond. Kannst du das? Could you play Loch Lomond? Bitte.
Herren, ich darf das Rätsel auflösen. Ihr könnt natürlich weder aus Vorfahr noch aus Aberdeen, ihr könnt aus Gläbisch. Und ich habe die große Freude, dass der Markt nicht in der Session immer fährt. Und wenn man uns irgendwo Hilfe zu danken haben, da blößt er so lang, bis das der Tankstellenwart sich ergibt. Ihnen ganz herzlichen Dank. Es war für uns beide eine riesige Freude, hier sein zu dürfen. Bleiben Sie gesund und ich sage einfach Tschüss zusammen, auf ein freundliches Wiedersehen. Schön.